Party! Yeah! Basil, hast du Getränk jetzt schon drin da? Weiss es nicht mehr genau. Schau noch mal nach. Okay, warte kurz. Was genau hast du da drin da? Hä? Ja, schau mal, da sind irgendwelche Pflanzen und Zitronen drin. Ich habe es gar nicht gekauft. Was hast du denn gekauft? Cola, Mountain Dew und Almdudler. Vielleicht ist das Küchenkästchen kaputt. Hi miteinander. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenkästchen TV. Offensichtlich ist ja gerade vorher unser Küchenkästchen verzaubert worden und tut jetzt alles in seine Einzelteile zerlegen. Und dann haben wir gedacht, tun wir das doch gerade nutzen. Nämlich tun wir heute versuchen, berühmte Getränke, also Cola, Mountain Dew und Almdudler, das ist übrigens nicht gesponsert, mit einigen Zutaten, die man jeder daheim haben sollte, selber zu machen. Wir starten mit Cola. Für Cola haben wir 2 Rezepte und das eine geht eben recht lang, da müssen wir noch Zeug kochen und so. Würde ich sagen, wir fangen mit dem mal an. Also, als erstes starten wir mit Cola. Wie gesagt, ist nicht gesponsert. Für das brauchen wir jetzt zuerst einmal die Pfanne. Gut, wir haben 2 Cola-Rezepte und das, was wir jetzt anfangen, für das braucht es etwas Spezielles. Das haben wir zufälligerweise gerade im Garten gehabt, darum machen wir das jetzt auch. Und zwar brauchen wir für das Cola-Kraut. Oh. Da. Als erstes müssen wir da drin Wasser erhitzen. Also, wir haben ein kleines Problem. Wir müssen nämlich Karamell machen. Aber wenn wir nur die eine Pfanne und die eine Herdplatte haben, haben wir jetzt einfach beschlossen, dass wir nachher den Zucker da drin tun. Das wird super. Und wie viel Wasser jetzt? Ja, tu mal so 1 Liter. Also Leute, so sieht das Cola-Kraut aus. Eben, es schmeckt eigentlich wirklich so wie Cola-Fröschli. Ja, schmeckt mal dran. Ja, wenn ich schon mal mit Mineralwasser gekocht habe. Soll ich das jetzt auch so da drin tun? Warte schnell. Ja, das wird schon langsam. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Soll ich einfach drin tun? Ja. Gut. Wir machen das völlig falsch. Wir müssen das wieder rausnehmen. Okay. Zum Glück haben wir die Anleitung nicht gelesen. Brauchen wir ein Das hat Sieb? halt... Ja, wahrscheinlich schon. Achso, wir nehmen das jetzt wieder raus, weil das kommt gar nicht. Das kann erst am Schluss drin. Haben wir gerade Das wird super, weil wir haben keinen Plan, wie das funktioniert. Okay, wenn wir jetzt Zucker drin tun? Nein, wir müssen zuerst Wasser eben erhitzen. Ah. Nein, da ist halt schon ein bisschen Cola drin. Ja, Für die kleinen Kleinigkeiten so drin. Leute, wie ihr seht, alles top organisiert. Ja, wir haben so 300 Grad Zucker. Also Leute, wie ihr seht, wir haben eigentlich kein Konzept. Wir haben jetzt auch noch ein viel einfacheres Rezept für Cola, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es nach Cola schmeckt. Darum probieren wir das jetzt aus. Wir haben da unser Glas. Das müssen wir jetzt mit Mineralwasser füllen. Da kommen jetzt 1 bis 2 Esslöffel Zucker dazu. man sieht mal, wie gesund Cola wirklich ist. Hey, Zucker löst sich in kaltem Wasser ja vorher nicht. Oh mein Gott, nein! Okay, gut. Ein Esslöffel wird wohl lange. Bitte umrühren. Was? Aber mit dem da. Ja, es steht 1 bis 2. Wir machen jetzt die gesunde Variante. Okay. Wir tun jetzt 3 bis 5 Spritzer Limettensaft rein. Wie definiert man einen Spritzer? Das ist jetzt schon eine 1, 2, 3, 4. Gut. Was steht da? Gut, ich möchte das jetzt probieren. Da, machen wir ein bisschen da drauf. Schmeckt nach Vanille. Nach Vanille mit Bitter und Erde. Das ist ja voll grusig. Tu das mal rein. Wie viel sagt man von dem? Nein, Ein bis... Wir nehmen ein. tu einfach das ganze... Wow, Leute, Oberflächenspannung. Also Leute, bis jetzt sieht das, ich weiß nicht, ob man das sieht. Es sieht so aus. Es hat also, wow, Fett. Ja, das ist das Vanillearoma, so Fettteile, die drin schwimmen, da.
Und unten hat sich der ganze Zucker angesammelt. Das löst sich voll nicht auf. Das geht nicht. Du schneller rühren. Ja, das ist wie so Öl mit Wasser. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Emulgator. In unserem Fall braune Lebensmittelfarbe. Weil es sollte ja möglichst ähnlich sein. Wow, das sieht voll geil aus. Das sieht echt voll geil aus. Das ist Okay, mega dann dunkel. Cola ist echt dunkel. Ja, mach da ungefähr 5. Ich hoffe, es schmeckt besser, als es aussieht. Also wir tun jeweils Geschmack, Aussehen. Und Geruch beurteilen. Ja. Es ist jetzt natürlich ein bisschen beschissen, dass wir da einfach so Lebensmittelfarbe drin tun, aber... Weißt du was? Mhm. Der Zucker hat sich glaube doch ein bisschen aufgelöst. Ja. Nein, wir probieren das jetzt einmal. Wir tun da mal noch ein bisschen vom normalen Cola rein. Damit wir eine Referenz haben. Referenz für die Latinisch bei euch nicht so weitergebildet sind. Also, das ist halt schon... Heisst Vergleich. Weißt du was? Aber das können wir auch machen. Ich könnte auch machen, dass er schummt. So, jetzt vielleicht. Vielleicht hoffentlich. Achtung. Sieht es ein bisschen im Wasser aus? Oder auch nicht. Ja, gut. Wenn du so da schaust, Ja, dann sieht es etwa gleich so aus. sieht es gleich aus. Also wenn wir die mal so nebeneinander haben, das ist das echte, das ist unseres. So sieht es gleich aus. Aber halt von oben, da schwimmt einfach so komisches Zeug drin. Mal schauen, wie das schmeckt. Also warte, wir machen Aussehen. Aussehen würde ich sagen, gibt es 2 Punkte, oder? Ja, ich meine, wenn man es sieht nicht echt weiss, fast gleich aus. halt, wenn man von der Seite schaut. Dann machen wir 1,5. Ja, okay, wir geben 1,5 Punkte. Ich probiere das. Ah! Geschmack -5. Ja, hör auf. Es geht noch. Es ist grusig und schmeckt nicht nach Cola. Es schmeckt nach Äpfel. Ja, aber weißt du Und jetzt kann man noch drüber Zimt. Ja. Also Cola hat ja eigentlich so mega viele verschiedene Gewürze drin. Und ehrlich gesagt habe ich befürchtet, dass es grusig wird, weil ja, es fehlt halt einfach ein Großteil von den Gewürzen irgendwie. Wie viele Punkte haben wir von Aussehen? 1,5. Ja. 0 Punkte Geschmack. Man probiert jetzt nochmal mit Zimt und Geruch. Geruch würde ich 0 geben, weil es Ja. hat einfach nach Äpfel geschmeckt. Das schmeckt so nach Äpfelsaft. Nein, es schmeckt nach... Nein, der Geruch so, wenn ich so schmecke. Jetzt schmeckt es nach... Es schmeckt nach Äpfelküchli. Flüssige Äpfelküchli. Ja. Das Zimt hat sich halt einfach auch aufgelöst. Muss man sich nicht antun. Definitiv nicht. Also ja, Zucker ins Wasser tun. Wow, das sieht richtig cool aus. Das könnte, glaube ich, echt Das sieht irgendwie mehr nach Cola aus. Ja, weil das färbt sich schon von selber kaum. Sollte man vielleicht Hitze reduzieren? Hört man das? Das ist nicht normal. Egal. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit da den Zucker da aufgelöst. Jetzt kommt dann das Cola rein wahrscheinlich, oder? Ja, man will das jetzt aber wegnehmen. Für das haben wir den Tolli. Untersatz. Und jetzt Zitronensaft dazu. Ein Trick, wenn ihr die Zitrone vor dem Aufschneiden rollt, dann kriegt ihr viel mehr Saft raus. Keine Ahnung, wie viel das 100 Milliliter sind, aber ich pfeife jetzt einfach eine ganze Zitrone drin. Weil Zucker hat sicher genug drin. Cola hat doch auch einen extrem hohen pH-Wert. Man muss das 24 Stunden lang im Kühlschrank tun. Machen wir nicht. Nein. Also Leute, jetzt Versuch Nummer 2 mit dem das Cola kommt nochmal 3. Muss man wahrscheinlich noch ein bisschen rühren, oder? Ja. Ich finde das jetzt zwar nicht schmecken, aber es schmeckt gerade in dem Rum mega viel nach Cola.